Mir Sorgen machen ist nicht alternativlos. Eben die doppelte Verneinung ist ein bisschen etwas Schwieriges, aber mir ist dieses Wort alternativlos so ein bisschen über den Weg gelaufen, habe den Eindruck, so ein bisschen wird es langsam zu einem Modewort, um zu sagen, es gibt keine andere Möglichkeit. Man muss diesen und diesen Weg gehen, etwas anderes gibt es nicht. Es ist quasi wie ohne Alternative, alternativlos. Nun, es scheint bei den Sorgen so zu sein, mindestens auch wenn ich mein Leben betrachte, dass wie Sorgen so alternativlos zu sein scheinen. Sie sind einfach immer da. Hat man mal eine bewältigt oder überwunden, wartet sicherlich schon die nächsten. Sie sind sehr anhänglich, ständig präsent. Nicht? Eigentlich sind Sorgen so alternativlos, scheinen sie wie die jährliche Erhöhung der Krankenkassenprämien. Jetzt aber nur weil Sorgen oder steigende Krankenkassenprämien präsent sind, heißt es nicht, so wie ich die Bibel verstehe, dass es keine Alternative gibt. Ja, was meint Jesus dazu? Dazu einen Text. Wir haben schon einen Vers daraus schon gehört im Lebensbericht, deshalb passt es ja sehr gut. Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Hier etwas, was Jesus zum Thema Sorgen sagt. Matthäus 6, 25 bis 34. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. So, Nebenbemerkung, Jesus sagt damit, die arbeiten ja auch nichts, oder? Euer Vater im Himmel versorgt sie, meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab, können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern. Vertraut ihr Gott so wenig? Macht doch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich habe mich gefragt, warum machen sich Menschen eigentlich so viele Sorgen? Nun, das machen sie sich, weil wir Menschen sind, die uns viele Gedanken machen. Deshalb finde ich, passt dieses Bild so gut, irgendwie vom Sorgen, Gedanken von Tausende ins Nichts und wieder zurück und alles noch einmal durchdenken und noch mehr Fragen. Ich glaube grundsätzlich, dass negative Sorgen machen, das, was Jesus eigentlich anspricht, wovon er uns immer wieder befreien möchte, das ist einfach die Kehrseite einer einzigartigen menschlichen Gabe. Nämlich die Gabe, etwas zu bewirken, etwas anzustreben, sich zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen. Für Kinder, für Gemeinde, für Tätigkeiten, für das eigene Leben. Es ist eine Gabe von Gott, eine einzigartige Gabe, dass Menschen etwas verwirklichen können, sich anderen Menschen annehmen können,
weise Vorausschauen, Vorsorgen. Das ist die positive Seite. Auch planen, etwas aufbauen. Das Problem dabei ist, wir haben dann unseren Plan, unseren Wunsch, was wir verwirklichen möchten, unsere Ziele für die Zukunft und dann wissen wir nicht, wie es laufen wird. Vieles können wir noch nicht beeinflussen, wir machen Fehler, manches ist von anderen Menschen abhängig, von Umständen und deshalb kommen negative Sorgen auf, die auch sehr belastend und krankmachend sein können. Ich glaube, Sorgen sind zuerst einfach einmal Zeichen der Ohnmacht von uns Menschen. Weil wir uns bewusst wird, wir können vieles nicht beeinflussen, wir wünschen es uns so und so, aber wir haben es nicht in der Hand. Sorgen sind auch Zeichen der Unsicherheit. Und ich glaube, deshalb sind grundsätzlich Sorgen ein Stück weit unausweichlich, dass sie immer wieder vorkommen, weil wir immer wieder vieles nicht in den Händen halten. Die absolute Sorgenfreiheit gibt es in dieser gefallenen Schöpfung nicht, wo Dinge zerbrechen können, wo schlechte Dinge geschehen, wo Sachen eintreffen, die wir uns nicht wünschen. Negative Sorgen sind auch ein Zeichen, dass unser Leben nicht mehr vollumfänglich in Ordnung ist mit Gott. Die Sorgen sind ja entstanden aus dem Zerbruch mit Gott. Die ersten Menschen, als sie aus dem Paradies vertrieben wurden, mussten sich ja überhaupt zuerst ein Wort finden für Sorgen. Sie kannten das vorher gar nicht. Weil es irgendwie so klar war, Gott ist für sie da und die Beziehung zu Gott war ungetrübt, ohne Ängste, ohne Befürchtungen. Das kam ja erst alles später. Natürlich sind wir ganz verschiedene Typen. Die einen machen sich sehr schnell Sorgen, die anderen etwas langsamer. Auch nicht bei den gleichen Dingen. Manchen geht es mehr um Menschen, andere vielleicht machen sich Sorgen um ihre Firma. Die Altersvorsorge, die aktuelle Weltlage. Ja, Gründe gibt es ja, das wisst ihr auch. Gründe gibt es genug, um sich Sorgen zu machen. Deshalb können wir mal konstatieren, des Sorgenmachens ist kein Ende. Und Jesus nennt ja Beispiele, wo wir uns nicht so Sorgen machen sollen. Nun, vielleicht ist jetzt für uns Nahrung, Kleidung, Essen, Trinken nicht so wahnsinnig mit Sorgen beladen. Aber ich glaube, je nach Kultur, wo wir in dieser Welt leben, ist es ja nochmal anders. Und diese Dinge, Essen, Trinken, Kleidung, die stehen einfach für alles, was unsere menschliche Existenz betrifft und uns Sorgen macht. Also wir können einfach übertragen, okay, bei uns ist vielleicht nicht, können wir morgen noch einkaufen, aber die Frage der Rente, die Frage der Gesundheit, die Frage, wie sich die Kinder entwickeln und ob niemand ernsthaft erkrankt und. Also steht einfach Essen und Trinken, Kleidung, das steht einfach stellvertretend für alles, was unser Alltagsleben betrifft. Und wir haben sicherlich auch schon gemerkt, unser Verstand ist etwas Wichtiges, aber er schafft es oft nicht, die Sorgen zu übersteuern, selbst wenn wir wissen, dass sich Sorgen machen nichts bringt. Das wissen wir alle. Der Verstand weiß das. Und trotzdem machen wir uns Sorgen. Das ist so eine Binsenweisheit, zu wissen, dass sich Sorgen machen nichts bringt, bringt nichts. Es bewahrt uns nicht davor. Jesus selber bestätigt ja auch, dass Sorgen nichts bringt. Er sagt, und wenn ihr noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Wörtlich ist da die Elle drin, also irgendeine Zeitspanne. Wir können uns noch so viele Sorgen machen, aber unser Leben können wir keine Sekunde, keine Minute, keine Stunde, kein Jahr, kein Jahrzehnt beliebig verlängern. Deshalb sagt Jesus, unser Verstand weiß das auch, okay, ja, das stimmt. Sorgen machen bringt nichts. Und wir wissen auch, das ist auch eine Binsenwahrheit, es gibt nichts, worüber man sich keine Sorgen machen könnte, aber vieles, worüber man sich keine Sorgen machen müsste, wissen wir auch. Und trotzdem machen wir uns Sorgen, negative. Warum sind Sorgen so stark? Ich glaube, Sorgen sind so stark, weil sie eben Gefühle sind. Und auf die Gefühle hat der Verstand nicht immer die volle Kontrolle, wie auch
über unsere Erinnerung. Da poppt manchmal einfach ungefragt irgendetwas auf, vielleicht etwas Schönes, aber auch etwas Schwieriges. Wir haben keine vollständige Kontrolle. Und dann plötzlich passiert irgendetwas und der Gedanke kommt auf und er wächst sich aus zu einer Sorge und großen Sorgen und. Wichtig scheint mir zu sein, dass wir das akzeptieren. Dass wir es zwar wissen und uns trotzdem Sorgen machen und dass wir uns bewusst sind, die Sorgen sind nicht unbedingt die Wahrheit, wie Jesus sagt, aber sie sind die Realität. Es nützt nicht, das zu ignorieren oder dagegen jetzt frontal anzukämpfen, sondern einfach, ich glaube, das ist der erste Schritt, einmal Sorgen auch ein Stück weit loszuwerden, die Realität akzeptieren, okay, es ist also so, wie ich es fühle. Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir große Sorgen. Ich mache mir immer wieder Sorgen zu dem und dass wir das akzeptieren. Und deshalb können wir von Sorgen auch überwältigt werden, weil es Gefühle sind. Wir können sie nicht einfach abstellen. Und ich glaube, das sollte auch kein Ziel sein. Und ich glaube, wenn wir das negative Sorgen vollständig abwürgen könnten, würde damit zugleich auch das positive Sorgen sterben. Dann wären wir einfach gleichgültig. Nicht, dass es ja manchmal, glaube ich, für viele Menschen wie eine Alternative im Moment. Die Welt ist so kompliziert, es ist so schwierig. Man muss sich irgendwo überall zurechtfinden, muss für alles irgendwie kämpfen. Und dann eine Variante, sich dem nicht mehr zu stellen, ist einfach gleichgültig zu werden. Aber dann stirbt auch das Gute. Dann stirbt ein Füreinander, wenn einem alles gleichgültig wird. Deshalb glaube ich, die Alternative ist eher ein anderer Blickwinkel, eine andere Sicht, ein anderer Fokus. Und das ist auch das, was ich denke, was Jesus uns mitteilen möchte. Schaut auf etwas anderes. Schaut nicht auf das, was euch Sorgen macht, sondern schaut auf den Vater im Himmel. Und er hat gesagt, er will für mich sorgen, weil er mich liebt. Weil ich wertvoll bin in seinen Augen. Das sagt Jesus schon damit, dass er sagt, Leben ist ja eigentlich mehr als Essen und Trinken. Also Leben ist mehr als Besorgtsein. Leben ist mehr als sich um Materielles zu kümmern. Es gibt noch eine viel tiefere Dimension des Lebens. Und ich glaube, dass Materialisten, und sind die meisten unserer Zeitgenossen sind Materialisten, man muss einfach so viel mitnehmen, wie es geht in diesem Leben. Gesundheit und Versorgung ist das Wichtigste und dann ist so ziemlich alles mal abgeschlossen. Über andere Dinge zu sprechen ist manchmal schwierig. Aber wenn du nur dieses Leben hast und das ist irgendwann fertig, dann musst du dir ja zwangsläufig noch mehr Sorgen machen. Weil irgendwie alles in diesem dreidimensionalen Welt, der Anfang, der Schluss und das war's dann. Aber wenn uns bewusst werden darf, dass in Jesus und durch den Glauben, durch den Heiligen Geist das ewige Leben in unser Leben hineingetreten ist, dann kann ich auch Dinge, die nicht so gut laufen, ein bisschen relativieren. Oder wer die Ewigkeit vor sich hat, der muss sich nicht unbedingt Sorgen machen um einen verlorenen Tag. Der Wert des Lebens. Jesus hat gesagt, er ist das Brot des Lebens. Und ich glaube, wenn unsere Seele satt ist von diesem Brot des Lebens, glaube ich, können manche Sorgen auch von sich aus verschwinden. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Erinnere dich doch mal an das letzte Fest, wo du Teil warst. Es hat etwas Wunderbares zu essen gegeben. Du hast dir wieder einmal erlaubt, richtig zuzulangen beim Essen. Und jetzt am Schluss, voller Bauch, alles gut. Machst du dir bereits Sorgen um das nächste Essen? Nein, du denkst, oh, hoffentlich überlebe ich diese Nacht mit dem, was ich alles gegessen habe. Hoffentlich bleibt alles drin und kommt nicht irgendwie hoch. War wieder ein bisschen zu viel. Aber du machst dir, weil du so satt bist, machst du dir keine Sorgen ums nächste Essen. Und ich glaube, bei Jesus kann es auch so sein, wenn wir satt sind von dem, was er uns
in der Tiefe der Seele schenkt. Diesen Reichtum, den er uns schenkt. Wenn unser Herz befriedigt und befriedet ist in Jesus, dann glaube ich, dass auch manche Sorgen abfallen können. Wir sind mit Gott versöhnt, wenn wir Jesus kennen. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, geben wir uns in die Hand Gottes, die sagt, ich sorge für dich, weil ich dich liebe. Und Jesus, weil eben manchmal unser Verstand vielleicht ein paar mehr Beispiele braucht oder auch die Gefühlswelt, macht Jesus ja ein paar Beispiele und sagt, ihr seid ja mehr wert als Vögel. Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch keine Vorräte. Wir können sagen, das ist eigentlich ein sinnloses Leben, oder? Gut, wir sind als Menschen auch berufen, etwas zu tun natürlich, aber es geht ja Jesus nur darum zu sagen, schaut doch einmal in die Natur hinaus. Wie trotzdem jedes Jahr wieder alles wächst, wie Menschen und Tiere überleben. Er sorgt für die Vögel, für alle anderen Tiere und sagt, du bist mir aber wertvoller als die Vögel, die nichts tun. Und ich glaube, mit diesem Beispiel von den Vögeln, die eben eigentlich nicht so arbeiten wie wir und auch keine Vorräte sammeln und so weiter, will Jesus uns auch sagen, los, du kannst noch so viel tun, du kannst dir ein sorgenfreies Leben nicht erarbeiten. Nicht manche Menschen denken, wenn sie genug hätten, wenn sie jetzt den Lottogewinn jetzt hätten, der jetzt im Moment gerade ansteht, dann hätte ich keine Sorgen mehr. Ich sage, das Umgekehrte wird der Fall sein. Wenn du so viel hast, machst du dir noch mehr Sorgen. Was mache ich jetzt eigentlich damit und wie muss man damit umgehen und. Das hört nicht auf. Ich kann es mir nicht erarbeiten, ohne zu Sorgen zu sein, aber Gott sagt, ich sorge für dich besser als für die Vögel, weil ich dich mehr liebe, weil ich dich wertvoller finde. Das zweite Beispiel von der Blume, dass jede einzelne Blume kunstvoller und wertvoller bekleidet war als Salomo, also in der ganzen biblischen Umfeld, wo Salomo der Inbegriff vom Reichtum. So heute wären das die Vergleiche wie ein Milliardär. Die 5, 6 reichsten Leute haben ja zusammen etwa ein Vermögen von 1 Billion Franken. Und Jesus sagt, keiner von denen, die vielleicht nicht unbedingt liquid im Geld schwimmen, aber mindestens so viel haben, auch sie haben nicht so viel Reichtum in sich wie eine Blume. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab, sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott zu wenig? Damit wir uns einfach zeigen, schau, du kannst dich mir anvertrauen, ich sorge für dich, weil ich dich liebe. Er weiß ja auch, was ich brauche. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Und das Schöne dabei ist mit den Sorgen, dass uns Gott nicht noch mehr Lasten auflegen will. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Dass wir nicht schon uns Sorgen machen müssen auf Vorrat, so die Schweiz ist ja das Land, das immer auf Vorratgesetze macht, jeder Eventualfall wird bereits schon irgendwie abgedeckt und Gott sagt jetzt uns mit den Sorgen, wir müssen nicht schon zu weit vorausdenken. Es genügt heute, es genügt morgen, es genügt dieses Jahr, es genügt diesen Monat. Und hier will uns Gott eine Freiheit ins Leben geben, ein Stück weit, einen Freiraum, dass unser Alltag nicht noch schwerer sein muss, als er schon ist. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen, heißt ja nichts anderes. Der Tag sorgt ja nichts, er geht ja einfach vorbei. Dass Gott dafür sorgt. Gott sorgt für den nächsten Tag. Gott sorgt für alles, was nötig ist, auch für die Zukunft. Das heißt, Jesus lädt ein, und das ist der erste Schritt,
auch Sorgen ein Stück weit loszuwerden, mein Leben in seine Hand zu geben. Sorgen loslassen heißt ja auch Verantwortung loslassen. Also wenn man sich Sorgen macht als Eltern, kann ich jetzt mein Kind in ein Lager schicken oder der erste Schulweg, man möchte gerne alles in der Hand haben oder jemand macht eine Reise, ein Bekannter, ein Freund oder Partner macht eine Weltreise und man hat Ängste, weil so viel passieren könnte. Der erste Schritt weg von den Sorgen heißt, okay, ich gebe jetzt die Verantwortung in Gottes Hand. Ich lasse ihn sorgen. Weil er kann. Er kann ja Leben verlängern, er kann alles machen. Deshalb schreibt Petrus, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn, weil er besorgt ist für euch. Wörtlich heißt es, weil wir ihm am Herzen liegen. Weil er uns liebt, weil er uns wertvoll findet. Darum will er für mich sorgen. Also Gott geht nicht für mich zur Arbeit, aber er hat gesagt, dass er für mich sorgen will. Ich darf also die Verantwortung loslassen. Das heißt auch, ich will darauf vertrauen, dass du sorgst. Du hast es versprochen. Ich gebe es in deine Hand. Mach mich frei. Jetzt vielleicht noch etwas praktischer, wie ich das versuche, konkret damit umzugehen. Ich glaube, Punkt der Sorgen ist es wichtig, dass ich mich weder treiben lasse von den Sorgen, noch frontal verbissen, verkrampft daran angehe. Ich glaube, grundsätzlich werden immer wieder Sorgen kommen. Und jetzt völlig sorgenfrei zu leben, das ist so ein schlechtes Ziel wie ein leerer Wäschekorb oder ein leerer Posteingang bei den E-Mails oder keine unbeantworteten WhatsApp. Es kommt immer wieder eins. Das ist das falsche Ziel. Aber was kann ich tun, wie mit den Sorgen umgehen? Also eben haben wir schon erwähnt, wozu Jesus einlädt, unser Leben, meinen Alltag, meine Sorgen einfach ihm zu geben. Und daneben mich weder von Sorgen treiben lassen, noch unnütz dagegen angehen. Was meine ich damit? Ich bin ja ab und zu auf dem Wasser oder im Wasser oder unter Wasser unterwegs. Und da gibt es im Zusammenhang mit Wasser, das gilt auch für die Schweiz, vor allem natürlich für die Flüsse, aber auch für die Seen auch, es gibt zwei Grundwahrheiten. Und alle, die schon mal im Meer oder auf dem Meer waren, die kennen das auch. Es ist eine Realität, dass Wind und Strömungen da sind. Da kann ich noch so denken, es ist nicht so, es ist so. Es geht unglaublich schnell, vor allem auf dem Meer, wo man irgendwie aus einem wegtreibt oder eine Strömung kommt, die man nicht damit gerechnet hat. Also Wind und Strömungen sind Realität. Und die zweite Realität ist die, dass in den allermeisten Fällen der Wind und die Strömung stärker ist als du oder als ich. Und dass es ein falsches Ziel ist, selbst im Zürichsee oder in irgendeinem See, wenn es stark windet und man denkt, oh, jetzt muss ich mich beeilen, wieder zurückzuschaffen in die Body, weil der Wind entgegenkommt, dass es genau das Falsche ist, unbedingt zu versuchen, wieder dorthin zu kommen. Weil ich es nicht schaffe, weil es stärker ist. Also wenn wir ignorieren Wind und Strömung, werden wir verlieren. Und wenn wir frontal dagegen ankämpfen, werden wir verlieren. Also was machen wir? Segeln kann man nicht gegen den Wind. Und trotzdem kann man gegen den Wind ein Ziel erreichen. Aber ich kann nicht frontal gegen den Wind segeln. Also angenommen, ich will jetzt segeln von sehr sorgenvoll zu weniger Sorgen, dann steht mir der Wind der Sorgen, der Wind der Gefühle entgegen. Und ich kann nicht direkt dagegen angehen. Ich muss mich ablenken, ich muss andere Ziele rechts und links suchen und so kann ich dann im Zickzackkurs trotzdem ans Ziel kommen. Oder wer schon mal im Fluss geschwommen ist und merkt,
die Stelle, die abgemachte, wo wir aussteigen wollen, ich bin auf gleicher Höhe, dann weißt du, du bist zu spät. Was machst du dann? Die erste Reaktion als Mensch ist klar, du paddelst wie wild, weil du noch dort ankommen willst, aber das ist das völlig Falsche. Du musst dir ein neues Ziel suchen und quer zur Strömung schwimmen. Das heißt, dass wir Sorgen nicht frontal abstellen können, aber ich kann etwas anderes in den Fokus nehmen, das mich auf andere Gedanken bringt, das mir hilft, das loszulassen. Ich beginne jetzt mal rein auf seelischer Ebene. Da würde ich sagen, wenn du von Sorgen beladen bist und ich weiß, du bist irgendwie gefangen im Strudel, dann hat Jesus einen konkreten Tipp, der sagt, geh nach draußen. Oder Jesus hat nicht gesagt, macht euch Gedanken, wie ist das bei den Vögeln, macht euch Gedanken, wie ist das bei den Blumen, sondern er sagt, geht hin, seht es euch an. Und ich glaube, das kann uns helfen, wenn wir im Strudel der Sorgen sind, dass wir wirklich wortwörtlich rausgehen und uns die Natur anschauen und uns Gedanken machen über Gottes Größe. Das kann uns helfen, irgendwie, dass die Sorgen kleiner werden. Oder was auf seelischer Ebene auch sehr gut funktioniert, wenn wir von Sorgen völlig vereinnahmt sind, dass wir Lobpreismusik hören. Also nicht dann solche in Moll oder traurige Melodien, aber ihr wisst, denke ich auch, wie schnell es gehen kann, dass die rechte Musik zum richtigen Zeitpunkt eine andere Perspektive in unsere Gefühle hineinbringen kann. Ist ein Geschenk von Gott. Jetzt mehr auf geistlicher Ebene, denke ich, ist natürlich das Gebet ein großes Geschenk von Gott. Ich kann beten. Und wenn ich selber nicht schaffe, jetzt in diesem Strudel irgendwie herauszukommen, dann kann ich ja jemanden bitten darum, komm, hilf mir, ich möchte es jetzt loslassen, ich möchte die Verantwortung Gott übergeben, ich möchte mich nicht zerfressen lassen von diesen Sorgen, miteinander beten. Was auch hilft, die Bibel zu lesen, vielleicht auch einmal laut zu lesen und an die Versprechen von Gott zu erinnern. Also ein super Text gegen die Sorgen ist ja auch Psalm 23. Für mich ein Stück weit ein bisschen natürlich gedanklich vom Gedankengang her nicht, aber es geht ja, Jesus hat hier von Sorgenfreiheit ein Stück weit gesprochen, von Befreiung von Sorgen. Und wenn wir einmal Psalm 23 uns überlegen in Bezug auf Sorgen, dann ist das doch ein Gebet gegen das Sorgenmachen. Sich zu vergewissern, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser und. Und selbst im Angesicht meiner Feinde können wir dann sagen, okay, angesichts meiner Sorgen deckt Gott einen Tisch. Es gibt noch viele andere Versprechen in der Bibel, die uns ermutigen, uns ans Versprechen von Gott zu erinnern und auch Gemeinschaft pflegen, kann uns auch auf andere Gedanken bringen. Und was Jesus noch besonders betont als anderen Fokus ist, dass wir das negative Sorgen ein Stück weit loslassen, etwas anderes in den Fokus nehmen, nämlich den Willen von Gott. Was sagt Jesus? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Also Christen haben eine große Freiheit, dass sie sich nicht von den Alltagssorgen eigentlich bestimmen lassen müssen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Und dann sagt er, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist der andere Fokus, der geistliche, nämlich Gottes Willen suchen. Mich kümmern ums Reich Gottes. Das kann mich befreien von vielen Sorgen. Und so ist auch das unser Vater gestaltet. Unser Vater im Himmel, der du uns liebst und
für uns sorgst. Geheiligt werde dein Name soll gepriesen werden, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Das ist der Fokus, der uns befreien kann. Weg von uns selbst hin zu ihm. Also ich habe natürlich, weil ich auch Mensch bin, kein Patentrezept. Aber ich glaube, dass es eben nicht alternativlos ist, sich ständig Sorgen machen zu müssen. Wir dürfen uns in Gottes Hand geben. Wir dürfen uns helfen lassen, anderes in den Fokus zu nehmen. Und es gibt auch einige Hilfsmittel dazu und eine dazu ist die Gemeinde. Gemeinschaft, Gottesdienst, gemeinsam beten. Ich möchte jetzt noch beten zum Schluss. Herr Vater im Himmel, ich bin immer wieder überwältigt von deiner Liebe, von deinem Versprechen, dass du uns, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben, aus deiner Liebe und deiner Gnade einfach sagst, du willst für mich, du wirst für uns sorgen. Ein riesiges Versprechen. Ich möchte dich bitten, da und dort auch um Befreiung von Sorgen, die so krank machen, die vereinnahmen, die manches lähmen. Bewahre uns aber auch vor Gleichgültigkeit. Das ist keine Alternative von dir, Vater im Himmel. Aber danke, dass du durch deinen Geist uns helfen kannst, immer wieder gute Wege zu finden, dich selber in den Fokus zu nehmen, deinen Willen, deine Ziele, deine Gaben, damit wir auch diese Freiheit, die du uns schenken möchtest, auch von Sorgen immer wieder neu erleben dürfen im Alltag. Ich preise dich dafür. Amen.